Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Lotte, diesmal zum 20. Spieltag beim HSV. Ähm, ja, bevor wir da reingehen und ich versuche, meine Emotionen im Griff zu behalten und nicht den Winnie kopiere, ähm, hier mal der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, damit gehen wir mal rein ins Spiel. Hm, Ich fange mal mit den offensichtlichen an. Schiedsrichterleistung ist eine Note 6. Ja, ähm, Glückwunsch an den HSV für eine couragierte Leistung, für einen starken Auftritt. Ähm, Glückwunsch fürs 2:2. Nein, sorry. Ja, Glückwunsch zur Leistung. Das 2:2 hat der HSV dem Schiedsrichter zu verdanken. Das ist alles. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, ihr wisst, die länger hier auf dem Kanal sind, ich bin echt keiner, der sich groß an Schiedsrichter Situation mal hochzieht oder das als irgendeine Ausrede nimmt, aber heute, Halleluja, Alter. Sorry. Ja, das war unterirdisch und das war abgesehen von einer Szene ganz am Ende, wo Alphonso Davies an der Außenlinie, den HSV-Spieler foult. Ansonsten wurde alles gegen den FC Bayern ausgelegt. Ja, da hat man zum Schluss noch mal auch eine andere Seite ausgelegt, damit man da wieder schön ein bisschen argumentieren kann. Alles andere, alle wichtigen Szenen, ganz klar gegen den FC Bayern gepfiffen. Ja, und das ist eine absolute Farce, Alter. Sorry. Ist auch keine Ausrede fürs 2:2. So als FC Bayern musst du trotzdem die Qualität haben. Aber nach 7 Spielen in 21 Tagen hast du diese Qualität halt einfach nicht mehr. So, Punkt. Das ist nun mal ein Faktor, ja. Und dann tun solche Fehlentscheidungen halt einfach weh, ja. Und die kann man sich auch nicht schönreden. Sorry. Ja, dazu zweimal Aluminium. Ja, kommt das Pech halt auch noch dazu, so, keine Frage. Ist aber auch normal, wie ich schon sagte, 7 Spiele in 21 Tagen. Soll gar keine Ausrede sein. Alles ist gut, es ist nichts passiert. Wir haben 6 Punkte Vorsprung. Sollte Dortmund morgen gewinnen, alles ist fein, ja. Immer Ruhe bewahren, den Ball flach halten. Ähm, Sollte sich sowas aber häufen von der Schiedsrichterleistung her, dann ist es ein Thema, was man aufmachen kann, ja. Das muss man auch mal klar sagen, weil das war heute schon sehr, sehr eindeutig. Gut, bevor ich aufs Spiel eingehe, noch ein paar Worte an Lothar Matthäus, dem Drecksack. Ja, das sage ich so, ja, weil das hatte heute auch nichts von unparteiisch zu tun. Sorry, Alter. Ich weiß nicht, es ist ja schön, wenn man mit dem HSV mitfiebert. Ja, ich bin auch froh, dass der HSV wieder in der ersten Liga ist. Aber was ich heute gehört habe von Lothar Matthäus als Kommentator, Alter, das hat nichts mit Neutralität zu tun. Ja, und wenn er da hockt und, 'n Kommentator ist, dann hat er neutral zu sein, ansonsten hat er seine Fresse zu halten, um das auch mal klar zu sagen. Ja. Grüße gehen raus an Lothar Matthäus, Alter. Das ist 'ne Frechheit. 'Ne absolute Frechheit ist das. Dieser Kommentar heute durchgehend über 90 Minuten so parteiisch zu sein, ey, das ist 'ne absolute Frechheit und hat nichts in einem Du kannst das sein, so wie ich, wenn du Fan bist, ja, du kannst ja sagen: „Ich bin Fan vom HSV“, als Lothar Matthäus. Kannst du gerne äußern. So, gar kein Thema, ja, aber dann setz dich nicht irgendwo hin und kommentiere 'n Spiel. Dann mach das gerne aufm HSV-Kanal, aber nicht auf irgend 'n Sender, wo es darum geht, dass man eine gewisse Neutralität haben sollte, ja? Man kann ja immer Fan sein so von einer Sache, das ist völlig okay. Dann hat man aber trotzdem objektiv die Sachen zu bewerten, ja? Und das hatte Lothar Matthäus heute über 90 Minuten nicht, um das auch mal klar zu sagen, ja? Damit gehen wir mal aufs Spiel ein. Ersten 10 Minuten war der HSV klar besser, war viel giftiger, war viel galliger, hat alles reingeworfen. Danach von Minute zu Minute waren wir besser im Spiel, haben das Spiel, ganz gut im Griff gehabt. HSV war trotzdem immer wieder gefährlich mit 'nem schnellen Umstoß, grade über unsere rechte beziehungsweise über deren rechte Seite. Unsere defensiv linke Seite haben wir Riesenprobleme gehabt. Alphonso Davies war da maßlos überfordert. Auch wenn das 2:2 dann über Stannys Seite gefallen ist, ja, das gehört auch zur Wahrheit, aber auch da war Alphonso Davies in der Mitte wieder beteiligt und Serge Gnabry. Gehen wir gleich noch mal drauf ein. Ähm, ja, es war 'n für neutralen Zuschauer mit Sicherheit 'n sehr interessantes Spiel, ja. Zweite Halbzeit war war's Spiel auf ein Tor, Alter. So ehrlich muss man sein, ja. Der HSV hat nicht mehr das Heft des Handelns annähernd in die Hand genommen, konnte er auch gar nicht mehr, ja. Hat sich dann über die Ziellinie geschleppt.
Wie gesagt, Unterstützung durch einen Schiedsrichter gehabt, der katastrophale Entscheidungen getroffen hat, was die Elfmeter angehen. Ähm, und das ist eigentlich der Triggerpunkt bei mir gerade, ja. Deswegen muss ich ein bisschen runterfahren. Vielleicht Montag im Stream können wir da vielleicht ein bisschen ruhiger drüber reden. Gerade ist das sehr triggermäßig, ja. Ähm, ja, jetzt könnt ihr wieder 'n XG-Wert rausholen, ja, der ziemlich ausgeglichen da steht. Von daher kannst du dann argumentieren, das Unentschieden geht in Ordnung. Ähm, noch aus meiner Sicht geht das nicht in Ordnung. Wir waren die klar bessere Mannschaft, wir waren die klar spielbestimmende Mannschaft. Wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Ich bin gleich auf die Bayern-Statistik gespannt, den sieht ja immer ein bisschen dubios unterwegs. Unsere Ecken waren zu einfallslos, ja. Joshua Kimmich, Katastrophe heute wieder, kommen wir gleich zu in der Spielerbenotung. War auf jeden Fall ein Spiel, was du kannst in Hamburg 'n 2:2 spielen. So Aufsteiger, Euphorie, alles gut. Hamburg hat alles reingeworfen, hat geackert, gerackert, gemacht, getan, alles legitim, alles gut. Ähm, aber dieses 2:2 hat so 'n Geschmäckle, dass ich schwierig finde, da dem HSV zum Punktgewinn zu gratulieren, Alter, ja, aus meiner Sicht. Vielleicht Bayern-Brille könnt ihr für euch argumentieren, alles gut. Wenn man HSVer ist, wie gesagt, auf die sportliche Leistung kann man mit Sicherheit stolz sein vom HSV. Auf das Ergebnis, ist das grenzwertig. Ja. Gut, ansonsten habe ich zum Spiel gerade nicht viel zu sagen. Ich rege mich nur auf, wenn ich daran zurückdenke an die Szenen. Das ist eine Katastrophe. Ähm, wir können ja mal ganz kurz die Elfmeterszenen durchgehen, ne? Nehmen wir mal den Elfmeter für den HSV. Wenn du vorher Michael Olise den Elfmeter nicht gibst, ich weiß gar nicht, warum da gar keine Aufregung war, dass also einfach hingenommen wurde, kannst du auf der anderen Seite nicht den Elfmeter bei Joshua Kimmich geben. Sorry. What the fuck is going on? Ja, Kimmich, ey, natürlich, Josh, absolute Katastrophe, ja, muss man auch sagen. Warum er da noch mal nachhaken möchte mit seiner Erfahrung, mit seiner Vita, ist lächerlich, ja. Da muss man sich dann nicht wundern, dass dann so 'n Elfmeter da rausgeholt wird. Ähm, aber dass der Elfmeter überprüft wurde, ne, wurde ja gar nicht, wurde das Abseits überprüft, ne? Das ist ja noch das Lächerlichste. Also, ey, ich weiß nicht, in welcher Zeitlupe da irgendwie der super starke Kontakt da war. Vielleicht war 'n kleiner Kontakt, kann sein, möchte ich nicht abstreiten. War vorher auf der anderen Seite bei Michael Olise aber 1:1 so. Ja, what the fuck, ja? Jetzt fange ich gar nicht mit dem Handspiel an. Ey, 'n klareres Handspiel geht ja nicht. Du kannst doch nicht so im Strafraum den Ball blocken. What the fuck is going on? Kein Elfmeter. Ne, ist kein Elfmeter. Nein, natürlich nicht. Musst so da stehen im Strafraum, wirst angeschossen an die Hand. Ne, ist kein Elfmeter. What the fuck is going on? Letzte Szene, die da noch gegen uns gepfiffen wird. Der HSV-Spieler schubst Stani in den anderen HSV-Spieler rein und es gibt 'n Freistoß für den HSV. Das musst du dir mal ausmalen. Ja, und das waren nur die Elfmeterszenen. Ich fange gar nicht mit den anderen Szenen an, mit seinen gelben Karten verteilen, was super kritisch war. Junge, Alter, dieser Schiedsrichter oder die Schiedsrichtergespann samt den Keller. Alter, ihr solltet euch schämen heute. Schämen. Einfach schämen, ja? Das habe ich dazu zu sagen, Alter. Damit gehen wir rein in die Statistiken. Kann ich ruhig, sonst über dieses Spiel reden, Leute. Es tut mir leid. 28:1 zu 71:9 Ballbesitz, Abseits 3:1, Fouls 12:16, Zweikampfquote 55:45, Schüsse aufs Tor 4:7, Schüsse insgesamt 14:13, Ecken 3:9. Angekommene Pässe 203 zu 631, Flanken 7:6. Schüsse insgesamt 3 Kimmich, 2 Gnabry, 2 Kane. Torschussvorlagen, Olise eine, Kimmich eine, gewonnene Zweikämpfe, Stani 6, Upa 6, Olise 5. Ballkontakte 115 Kimmich, 106 Pavlo, 104 Upa. Ja, damit gehen wir rein in die Benotung. Vincent Kompany heute auf jeden Fall schon mal eine Note besser, für seine emotionalen Ausraster am Spielfeldrand. Ging mir 1:1 genauso, ja. Fand mich heute auch als Bayern-Fan super, ja, nicht fair behandelt, nicht fair benotet vom Schiedsrichtergespann her. Von daher kann ich das absolut verstehen, dass man da so viele Ausraster auf Vincent Kompanys Seite hatte. Ähm, hat mir sehr gefallen. Ansonsten die Aufstellung war schon überraschend, ja. Dass Luis Diaz erst mal draußen war,
Habe ich ja im Taktikfuchs gesagt, kann man voll nachvollziehen. Kimmich Pavlo war erstmal ohne Alternative. Man hätte natürlich dann, zumindest ich weiß nicht, wie es aussieht, sagt Tom Bischof auf der Bank eigentlich. Bevor ich da jetzt wieder reingehe, ja. Hätte man natürlich bringen können. Genauso hätte man auch gerne mal über 'n Ito nachdenken können. Alphonso Davies war defensiv auch 'ne Katastrophe. Abgesehen von der einen Szene, wo er durchgelaufen ist und den Ball auf der Linie geklärt hat. Ja, ansonsten kommen wir gleich, wenn wir auf die Benotung zu sprechen kommen. Ähm Ich hätte mir in der Halbzeit beziehungsweise zur 60. 'n bisschen mehr gewünscht als erst mal war's gut, dass 'n Luis Diaz direkt gekommen ist, ja, für Lennart Kahl, der wieder unterirdisch war. Serge Gnabry war aber genauso unterirdisch. Ich hätte mir aber da noch mal 'n Impact auf der Zentrale gewünscht, anstatt nur Musiala für Gnabry zu bringen. Der Tar für Minje war fein, Minje mit Gelb, der bis dahin eigentlich 'n gutes Spiel gemacht hat. Bei dem Schiri wäre ich da auch kein Risiko eingegangen, hätte ich ihn auch getauscht. Ich hätte mir aber noch mal 'n Tom Bischof für 'n Kimmich gewünscht, einfach mal, weil er 'ne super Form hatte und einfach noch mal 'n bisschen mehr Impact in der Zentrale da gewesen wäre. Ja, meckern auf hohem Niveau. Ähm, von daher Note 2, habe ich gesagt, für die emotionale Art und Weise von Vinny gibt's 'ne Note besser. Ansonsten wäre es heute 'ne Note 3 gewesen. Ja. Kommen wir zu Manu. Ja, Manu hat heute das gehalten, was man halten musste. Das war gut, das war ordentlich. Den Elfmeter war er sogar mal in der richtigen Ecke. Manuel Neuer ist ja alles, aber mit Sicherheit kein Elfmeterkiller. Ähm, ja, ansonsten, klar kannst du die Szene nehmen, wo er super weit draußen ist. Das ist unsere Spielweise. Es ist auch kein Tor passiert. Alphonso Davies war zur Stelle. Ja, ja. Ich weiß, gib ihm Manu 'ne 2,5, Alter. Ich fand's okay. 'Ne 3 finde ich jetzt 'n bisschen zu schwach. Wie gesagt, beim Elfer war er auch noch in der richtigen Ecke. Ja, ist natürlich kein Argument jetzt, aber ansonsten hat er grade auch in den ersten Ball sehr mit 'nem sehr starken Reflex gehalten. Ja, komm, wir gehen auf die 3, Alter. Ja, wenn er da draußen ist, dann kann er nicht in Niemandsland stehen. Das ist natürlich auch 'n Faktor. Da muss er entweder den Ball haben oder er muss da nicht rumstehen. Gut, von oben nach unten fangen wir mit dem Stunny an. Stunny hat für mich 'n sehr starkes Spiel gemacht. War für mich der Faktor, ja. Hat man ja dann auch gesehen, nachdem Fonzie Davies über links maßlos überfordert war. Jeder Angriff vom HSV ging über die linke Seite durch, hat man für 5 Minuten die Seiten getauscht. Stunny gleich das Tor eingeleitet. Warum man dann wieder zurückgetauscht hat, I don't know. Wahrscheinlich, weil Davies sich einfach auf der anderen Seite wohler fühlt und man dachte: „Oh jo, alles gut. Wir haben jetzt den Ausgleich wieder gepackt.“ Weiß ich nicht. Hat mich gewundert, dass Alphonso Davies aus der Pause noch mal wiedergekommen ist. Am Ende des Tages war es dann die richtige Entscheidung, weil er hat das Tor verhindert für den HSV. Von daher alles gut. Zurück zu Stunny. Ja, sah natürlich bei dem zweiten Gegentor nicht gut aus, konnte die Flanke nicht verhindern im 1 gegen 1. Ich fand es 'n bisschen schade, dass er im 1 gegen 1 war, beziehungsweise dass dann kein Zweiter da war, der da noch mal hätte eingreifen können. Da ist keiner rausgerückt zur Unterstützung, da ist keiner von vorne. Grüße gehen raus an Michael. Ich weiß nicht, wo er da war aufm Platz. Auf jeden Fall war er nicht da, ja. Ähm, ja, deswegen, das muss man Stunny anheften. Wenn er Außenverteidiger ist, hat er den Ball zu verhindern, der in die Mitte geht. Fairerweise muss man dann auch sagen, in der Mitte, was 'n Alphonso Davies da im Kopfballduell macht, mal ganz zu schweigen von einem Serge Gnabry ja, ist auch 'n Witz, ja. Aber ja, in erster Linie musst du diese Flanke verhindern. Punkt. Aber du musst eigentlich schon den Diagonalball verhindern, der überhaupt erst mal auf diese Seite gekommen ist. Ja, das war 'ne Fehlerkette, die war schon 'n bisschen länger. Ansonsten fand ich, hat Stunny 'n super gutes Spiel gemacht, ja. War mit der Spieler, der auch grade in der ersten Halbzeit mit am auffälligsten war, der so 'n bisschen das Heft des Handelns da auch in die Hand genommen hat, sich 'n Herz genommen hat, war defensiv sehr stark, erste Halbzeit. Sowohl hinten rechts wie dann auch hinten links, nachdem er gewechselt ist. Wie gesagt, der eine Fehler drückt natürlich die Note auf jeden Fall, ja. Obwohl ich ihn den Fehler nicht ganz alleine anheften möchte. Von daher gibt's 'ne 2,5 von meiner Seite für Stunny.
Ja, Opa hat ein ordentliches Spiel gemacht, wie immer eigentlich die letzte Zeit. Ich habe nichts Schlechtes gesehen, ganz im Gegenteil, hat heute ein, 2 Mal sogar noch versucht, den Lucio rauszuholen. Ähm, defensiv habe ich keinen großen Fehler gesehen bei ihm, von daher auch da die Note 2,5. Wo ist Min-Jae? Min-Jae! Die gelbe Karte für Min-Jae war 'n Witz. Sorry, 'ne absolute Farce, ne? Ansonsten hat Min-Jae auch 'n ordentliches Spiel gemacht. Ähm, ja, nicht ganz so im Spielaufbau oder im nach vorne verteidigen. Das ist aber auch nicht Min-Jae. Das war er nie, das wird er nie sein. Ähm, von daher 'n Tacken schwächer wie Opa. Von meiner Seite Note 3. Ja, jetzt kommen wir zur ersten schwierigen Benotung für Alphonso Davies. Ja, hat natürlich das Tor verhindert, so, ja. Davor, wie gesagt, erste Halbzeit war er maßlos überfordert. Er hat kein Land gesehen, auch zweite Halbzeit, wenn irgendwas über seine Seite ging, hat er kein Land gesehen. Wir haben es dann auch gesehen mit dem Diagonalball rüber. Ähm, ja, er hat 2 Aktionen durch Speed weggemacht. Ja, das war aber auch alles. Ja, aber das ist auch Alphonso Davies. Mehr kann ein Alphonso Davies halt defensiv auch nicht. So, ja. Ja, der kommt aus einer langen Verletzung, hin, her, bla, Sülz. Alphonso Davies muss die nächsten Stepper machen, wenn er wieder richtig fit ist. So, das verlangt keiner, dass er das jetzt macht. Aktueller Stand ist, dass das ist, was Alphonso Davies defensiv zu leisten imstande ist. Das zeigt er gerade. Mehr ist es nicht. Mehr konnte er vorher nicht und mehr wird er auch sehr wahrscheinlich nicht können, wenn er nicht die nächsten Stepper macht. So, nach vorne hin war es 0. Ja, so ehrlich muss man sein. Ähm, ja, da der durchgelaufen ist, das Ding da von der Linie gekratzt hat, gibt es von meiner Seite eine 3,5. Gut, kommen wir zum nächsten, wo es mir sehr, sehr, sehr schwer fällt, ihn wirklich fair zu benoten, das ist Joshua Kimmich. Ähm, was heißt, es fällt mir sehr, sehr schwer? Eigentlich fällt es mir nicht schwer. Ähm, hat vorne einmal die Vorlage gegeben, weil er den Ball nicht richtig getroffen hat für Harry Kane zum, zum, zum Tor. Ansonsten war das sehr schwach von Josh. Sorry. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Defensiv wieder 2, 3 Aktionen gehabt, sogar eine Aktion, ey, da fällt dir nichts zu ein. Da kannst du dich nicht hinstellen und sagen: „Ich bin, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.“ Alter, das waren katastrophale Sachen. Das geht doch nicht. Was ist mit dem Mann los, Alter? Ansonsten hat er unser Spiel so lahmarschig gemacht, über 90, 99 oder 100 Minuten, was wir gespielt haben. Mit der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit 105 Minuten. Junge, Alter, da war nichts da. Gar nichts. Nicht einmal mal 'n bisschen Tempo reinbringen, gar nichts. Ja? Und dann vor allen Dingen das nach Anlaufen nach vorne wie so 'n Idiot, Alter. Als Sechser, der ja zu 80% hinter Pavlo eigentlich gespielt hat. Dadurch war 'ne Riesenlücke in der Mitte und genau da hat der HSV wieder reingestochen. Solche Sachen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja. Da wir heute aber der gnädige Hase sind, kriegt auch Kimmich 'ne 3,5, weil er ja 'n Tor vorbereitet hat. Gut, Pavlo. Ja, Pavlo ist für mich 'ne ganz klare Kiste. Das ist heute 'ne Note 2. Pavlo war der auch mal Bälle gespielt hat, die mal 30, 40 Meter gebracht haben. Ja, auch wenn die nur nach außen waren, nicht in die Spitze, die Mitte war eh komplett zu. Aber Pavlo hat's versucht, hat's gemacht, auch defensiv, wenn er defensiv gefordert bei Defensivzweikämpfe. Viel, viel stabiler. Da war nix, „Ich schmeiße mich auf 'n Boden“ oder „Ach ne, ich kann den Zweikampf nicht gewinnen“, wie bei Kimmich. Ja, das war stark von Pavlo. Pavlo spielt grade, ich habe es im letzten Mal schon gesagt, er emanzipiert sich grade von Josua, ja? Und er ist grade der Mann, der das noch einigermaßen zusammenhält da, den Bums. Ja, Pavlo heute für mich mit Dani die beiden besten Spieler aufm Feld. So, kommen wir zu Michael. Düp. Ja, für Michael, wenn wir Michael an Michael-Verhältnissen messen, ähm, dann ist da mit Sicherheit Luft nach oben. Da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Ähm, hat's natürlich schwer gehabt über seine Seite. Generell unser Außen, obwohl rechte Seite war schon noch mal 'n bisschen
defensiv dichter wie über die linke Seite. Ähm, ja, von meiner Seite gibt es eine 3, Alter. Für mehr kann ich mich heute nicht hinreißen lassen bei Michael. Gute Ansätze gehabt, ja, gar keine Frage. Auch ein, zwei gute Bälle gespielt. Auch die Ecken waren nicht ganz so schlecht. Ähm, ja, aber um da eine 2,5, eine 2 zu geben, sorry, ich muss einen Michael auch an Michael messen und dann war es heute eine 3. Ja, Lennart Karl macht da weiter, wo er aufgehört hat. Stimmt nicht, im letzten Spiel haben wir ihm eine 3 gegeben, er kriegt von mir die Note 4. Hatte keinerlei Impact für diese Mannschaft, Alter. Ich erinnere mich an eine Szene, die gut war. Das war's. Nix. Also er kommt nicht damit klar, wenn er wenn er auf der Zehnerposition ist und Harry Kane das macht, was Harry Kane macht, ja, dass er sich fallen lässt, dass er versucht, das Spiel aufzubauen, dann kommt 'n Lennart Karl anscheinend nicht klar auf dieser Position. Dann weiß er nicht, wie er sich zu verhalten hat oder er hat einfach keinen Impact dann, ja? Das muss man mal so klar sagen. Also, das war aus meiner Seite nichts und sorry, dass ich das so knallhart sage, der hat im nächsten Spiel nicht in der Startelf zu stehen. Punkt. Ja, so. Ja, ey, ich habe es auch im Stream gesagt, kein Hate, kein nix. Junger Spieler, ist gerade nicht gut in Form, aber dass sie das Spiel, die letzten Spiele, ja, auch wenn es gegen PSW schon 'n Tacken besser war, davor, das ist die ganze Rückrunde ist fast Note 4, Alter. Mal abgesehen von Köln, da hat er 'ne 2,5 und gegen PSW eine 3, ansonsten nur 4 und 4,5. Ja, jetzt ist auch mal gut, Alter. So, dann musst du den Jungen mal rausnehmen, dann soll er erst mal wieder 3 Wochen klarkommen. Dann kannst du ihn ja gerne mal wieder reinwerfen. So, ja. Es verlangt keiner von ihm, dass er unser Spiel tragen soll, aber dann musst du als Trainer halt einfach auch mal die Bremse ziehen und sagen: „Ja, alles gut. So, grade reicht die Form nicht und weg und fertig“, ne? So. Macht man ja bei Tom Bischof, bei sonstigen Spielern macht man das auch. Bei Lennart Karl macht man das nicht, oder wie? Hä? Ja, ich verstehe natürlich, dass man auch 'n bisschen Spielzeiten verteilen will und so weiter. Alles gut, ja. Keine Ahnung. Er muss langsam mal wieder wach werden. Ich drücke es mal so aus, ja. Aber nichts wie gesagt, er ist nicht dafür da, unser Spiel zu tragen, ja? Nicht falsch verstehen. Aber wir benoten's hier und das war nicht gut. Kommen wir zum nächsten Totalausfall. Wenig überraschend eigentlich, ja. Müssen wir jetzt auch kein Hehl draus machen. Serge Gnabry, der sehr wahrscheinlich 15 Millionen in den Arsch geschoben kriegt, damit er diese Leistung nächstes Jahr noch mal und danach noch mal und danach noch mal die nächsten 3 Jahre bei uns bringen darf. Grandios, von meiner Seite gibt's die Note 4. Ich habe von Serge Gnabry in der ersten Halbzeit nichts gesehen, gar nichts. Luis Diaz hat 40 Sekunden mehr Impact auf unser ganzes Bayern-Spiel gehabt, wie Serge Gnabry 45 Minuten lang. Ja, hat dann in der Zentrale eine gute Aktion gehabt, wo er den Angriff mit eingeleitet hat. Das war's aber auch. Da war Ende. Ja, da hat sich Serge gedacht: „Ach komm, jetzt habe ich doch eine gute Aktion gehabt. Da muss doch auch reichen, ne? Jetzt pimmel ich mal wieder rum.“ Und dann zieht er noch eine Fresse, wenn er ausgewechselt wird, Alter. Junge, Alter, ich hoffe und bete, dass dieser Vertrag nicht verlängert wird und schon gar nicht zu den Konditionen, die da in dem Raum stehen. Junge, Junge, Katastrophe, Alter. Katastrophe. 'N Spieler, der frisch sein muss, ja, gegen den HSV und kann über 45 Minuten als linker Außen nicht einen Akzent setzen, Alter, der wirklich erwähnenswert wäre. Das ist 'ne Farce, Junge. Das ist 'ne absolute Farce. Harry Kane. Ja, Harry Kane hat seine Bude gemacht, hat sich oft fallen lassen heute, konnte das Spiel aber nicht so lenken wie sonst, wenn er sich fallen lässt. Das gehört auch zur Wahrheit. Das war heute nicht so gut, hat viel mit dem Schiedsrichter gehadert, was ich verstehe, ja, was ich zu 110% verstehe. Jeder, der sich heute hat in diesen Strudel reinziehen lassen auf Bayern-Seite, wo 'n Harry Kane zugehört, ja, wenn ihr mal auf Harry Kane geguckt habt, wie er 2, dreimal den Josh geschnappt hat und hat gesagt: „Geh jetzt zu dem Schiedsrichter und diskutier da über diese Szene.“ Ähm, Der war voll gepisst heute auf den Schiedsrichter, ja, was ich voll verstehen kann, Alter. Mir geht's in kein Stück anders.
Ich glaube, da hat er sich ein bisschen aus seiner klaren Linie bringen lassen. Hat das Tor natürlich gut gemacht, da muss der Mittelfeldstürmer stehen, da stand er, hat das Ding reingemacht. Ansonsten ist es wie bei Michael, Note 3 dafür, dass es wenn wir Harry Kane an Harry Kane messen, dann ist es nur Note 3. Ja, messen wir Harry Kane nicht an Harry Kane, reden wir davon, dass er Mittelstürmer ist, hat er heute ein Tor gemacht, dann wäre es Note 2. So, aber wir messen Harry Kane hier an Harry Kane. Ja, und von daher ist es Note 3 von meiner Seite. Gut, kommen wir noch zu den Einwechselspielern. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Luis Diaz hatte 60 Sekunden, die er auf dem Feld war, mehr Einfluss auf dieses Spiel wie Serge Gnabry über 60 Minuten. Das sagt eigentlich schon alles aus. Hat natürlich dann den katastrophalen Ball gespielt gehabt nach hinten, ja. Generell hat er 1, 2, 3 Fehlpässe heute drin gehabt, da wo er erst mal 'n bisschen ankommen musste im Spiel gefühlt. Ähm, ja, zum Glück hat er die nach hinten gehabt und nicht vorne. Vorne das Tor souverän gemacht. Ansonsten da auch viel für Unruhe gesorgt und auch immer wieder Grüße gehen raus an Serge Gnabry, sollte sich das mal angucken, wie Luis Diaz agiert und kommt mir jetzt nicht mit dem Argument: „Ja, da war der HSV ja schon müder wie in der ersten Halbzeit.“ Das macht 'n Luis Diaz genauso, wenn's Minute 1 ist. So, ja. Wie oft er dann die Linie da runtergegangen ist und auch sich da durchgesetzt hat, ähm, wie er aber auch immer wieder mit die Wege nach hinten gemacht hat. Das, was Luis Diaz halt macht einfach, ja. Punkt. Hat das Tor dann gemacht, hat auch den richtigen getroffen, meiner Meinung nach. Und von meiner Seite, gibt es da heute die 2,5. Warum nur die 2,5? Ja, weil der eine Fehlpass war schon wirklich wild. Ja, da das muss man mal so knallhart sagen. Der eine Fehlpass war schon wirklich wild. So, der andere war nicht ganz so wild, aber alles gut. Ja, von daher die 2,5. Gut, kommen wir zu Jamal Musiala. Ich muss ihn mal wieder weiter nach vorne schieben. Der war jetzt halt ganz hinten, weil er so lange nicht da war. Jamal Musiala, ja, war kein Faktor. Null. Die Mitte war sowas von dicht, dass er keinerlei Faktor war. Wir haben aber auch nicht durch die Mitte gespielt, weil die Mitte so zu war. Wir haben über außen gespielt. Er war dann 'n Faktor, wo er dann irgendwann wenn wir Nachspielzeit mitnehmen, die letzte Viertelstunde auch mehr auf der linken Seite war, dann war 'n Faktor. Dann hat er mal 'n paar Bälle gekriegt, das war gut, ja. Das war auffällig. Vorher war er kein Faktor. Aber selbst die paar Szenen, die er dann da hatte, waren noch auffälliger wie die von Serge Gnabry, ne? Das gehört auch zur Wahrheit. Von daher für mich Musiala heute 'ne 3,5. Und dann kommen wir noch zu Jona. Ja, Jona ist für mich der neben Uppa oder zusammen mit Uppa der No-Brainer in dieser Mannschaft. Ja, ich kann mich nicht dran erinnern, wann Uppa mal 'n richtig schlechtes Spiel gemacht hat und schon gar nicht kann ich mich da bei Jonathan Tah dran erinnern. Ja. Ähm, natürlich schwer zu bewerten jetzt da die letzte halbe Stunde. Ähm, von daher gibt's 'ne Note 3. Ich habe jetzt nichts Schlechtes gesehen, aber jetzt auch nichts, aber was auch, ja. Es war Spiel auf ein Tor zu diesem Zeitpunkt, wo er eingewechselt wurde, ja. Das sind meine Noten. Ja, so viel zum Spiel. Ich bin raus. Wir können Montag 18 Uhr im Stream gerne noch mal über das Spiel diskutieren. Vielleicht habe ich bis dahin mich 'n bisschen abgeregt und kann das 'n bisschen objektiver betrachten. Grade kann ich einfach nur sagen, dass ich sehr angepisst bin von dieser Schiedsrichterleistung, Alter. Und auch von dem Videoschiedsrichter, den es ja angeblich geben soll. Rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein. Schönes Wochenende. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.